Tranen jämlich ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir. Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Giesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Welkom Eva en Leonie dat je waren hier erbij zijn. Vandaag willen we weer met het thema gaan van afdrijven, aborto, abortion, waar we dat naam in verschillende spraken. De dokters laten dat zich hier als wanneer dat ganz normaal is. Ze zeggen, wanneer dat is, dat wordt niet wij doen en we gaan allemaal beter met het zien, zeggen ze. En doe dat plus, dan brukt dat kind niet lijden op de wereld en alle honden zijn dat, zeggen ze. En mij dat aber wij, wens ik zei dat als doodmerken, dat we nu hier nog in de Bibel zijn. Maar wat zegt de wereld? Hoeveel ongeveer worden door dat jaar doodgemerkt? Hoeveel dingen? Dit laatste jaar, in 2015, wordt als eine Organisation wordt over de ganze Welt am Gesundheitssachen, sie kümmern dat, en wat zij taxeren dan als 56 Millionen Babys, wat in 2015 weer moedwillig afgedreven, bloos wil zij niet gewild werden. Dat is al zeer veel, 56 miljoen. En dat andere ding, wo zij zich op vasthouden, dan de dokters zijn veelmaals, dat baby kan allemaal niet vallen. Die wordt het allemaal niet speren, die wordt het niet antwoorden. Maar dat is gewezen worden, dat van al zo tidig als 1,5 maand zwanger, kan dat baby al vallen. Dat is bedacht werk, waar dat baby al compleet is, nog niet uitgewassen is, maar dat kan dat baby al van 8 weken aan wieder vallen. Dat is de meerheid van de abortus wat er passeren dan, worden van de 6e week, maar de 16e week, dat is zo bij 1,5 maand, maar de 4e maand wordt die worden afgedreven. En dat is de tijd waar de baby's dat al kan speren, die kan de weide vallen. En wanneer ze dan durchdagen, während zij de abortus doen, dan zeggen we dat alles normaal is. De baby's die stanken zeer dagegen, die proberen zich weg te schuiven, daarvan dat je te zijn, zij kan dat speren. So, dat zijn zeer treurige geschichten. En ik weet ook van geschichten wo Mutter ihre Mamas das versuchen zu tun und wo das nicht geglückt hat, sagen sie dann, und das nicht aufgedreven ist. Und wo diese Kinder, die dann geboren wurden, wo viel Leiden sie haben in ihr Leben, ihre Video und Gefühle von sie wollen sich anbringen und so eine Sache. Viel, wir würden ein ganzes Programm extra kennenlernen von das. So, wir wollen nicht nennen gehen. Wir wollen lieber wiedergehen, was die Bibel sagt über uns als Mensch. Leonie, was kannst du uns sagen? Ich habe hier Psalm 119, Vers 73. Da sagt dort, Deine hängen mir auf meine Gestalt, auch meine Schätze. Geef mir das Verständnis, deine Gebote zu lehren. Und ich glaube, einfach, das ist ganz klar, dass Gott uns gemerkt hat. Wie sollen das Völker sein, dass es wenn sie morgen früh gekommen sind. Aber immer noch ist Gott, der das Leben gibt. Und auch eigentlich Gott, der was bestimmen darf, wenn wir sterben. So lehrt uns die Bibel dort. Und wenn wir dort eine Hänge nehmen, gehen wir gegen Gott seine Gebote. Und das sagt hier, wir sollen Verständnis haben, um Gott seine Gebote zu leben. Ja. Auch in Jeremia finden wir, Jeremia 1, Vers 5, da sagt Jeremia selbst, Gott kann mir all euer, ich immer da lief wir. All euer heu überhaupt, dass seine Mama überhaupt wisst, dass sie wurden jung gehabt, wisst Gott all, dass Jeremia wurde geboren worden, da wurden Prophet worden. So, dat Baby an mein lief, oder dat Baby an ernste Mama lief, dat ist bei Gott bekannt. Und Gott hat das im Leben eingerufen, Gott hat das Leben gegeben. Und das ist auch, wenn wir daran denken, dass ja ein von den 10 Geboten, das sage ich nicht doodmerken. Ganz einfach. Du hast nicht viel hin und her zu tun. Wenn das sage ich nicht doodmerken. Wenn das sind manche 10 Gebote, was Gott so klar gegeben hat. Wat we niet doen zullen, oder doen zullen.
En wanneer du sagst, wir sollen nicht können dort merken, dat bedient auch dort kleine Kind. Ja. En Eva, du warst auch gerade mit dem Katechismus, nicht so? Ja, weil sogar ein Katechismus, ein Katechismus sagt es selbst, in der 4. Kapitel, als die erste Frau, wie sollen sich die Gläubigen in ihrem Leben und Wandel verhalten? Also, wo sollen wir als lebende Menschen, und ich glaube, alle Mennoniten teilen sich als die Gläubigen, wo sollen wir uns verhalten in uns Leben? Und die Antwort sagt, als die Erlösten des Herrn sollen sie Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist. Aber hier das letzte Part, das was mir so sehr abfällt, ist, und ihre guten Werken vor den Menschen leuchten lassen. Dort meint, dass die gute Worte sollen Schein lassen für Menschen. Und Aborto ist einfach bloß nicht so, was du Schein kann. Menschen, die so gut leben, dort reicht es, haben dort über ihm geheimen. Dort kann dann nicht von Gott sein, wenn dort dann mit so in Geheimen gehalten und dort nicht kann aus dem Licht dachen für die Welt. Und auch wieder kriegt so, aus den Versen, die du hast, du in Psalm 139 sagst du auch, dass du hast mich ganz und gut in Mutterlieb geformt, meine Gestalt, wir für die nicht verstärken, als ich im Geheimen gemerkt wird. Also, wo kein Öl nicht kann sein, Gott sagt uns, er formt uns. Und er will haben, dass wir sollen, lassen uns Licht scheinen für ihn. Das ist einfach nicht so, als Abortus schaffen. Die schaffen in Geheimen, das scheint nicht für Gott. Ja, dat de Bibel ist ganz voll. Hast du noch einen Vers? In Sprecher Kapitel 6, Vers 16 und 17, du sagst, du sind 6 Dinge, die dem Herrn gehen und sind. Nee, du sind 7. Stolte Uhr, eine Tongue, die Lees redet. Und dann der dritte sagt, das ist mir so wichtig. Häng die unschuldigen Menschen dort merken. Diese Babys, das sind unschuldige Menschen, die haben noch keinem Wort getan. Dass sie du sind, das ist nicht ihre Schuld. Das haben sie sich nicht ausgesagt. So, das sind unschuldige Menschen. Und dort ist Gott jeden an, wenn so eine Menschen angebracht wurden, wenn die dort gemerkt wurden. Und in 1. Mose Kapitel 9, Vers 6, du sagst, das ein ganz hartes Wort. Du sagst, wer dort merkt, der soll dort gemerkt werden. Wenn der Mensch ist ein Ebenbild von Gott. Und ich glaube aber nicht, wenn irgendwer das getan hat, der soll dann nicht glauben, okay, für mich ist keine Hoffnung mehr. Wir finden im Neuen Testament, wenn Jesus ist gekommen, der ist gestorben für unsere Sünde und für alle Sünde. So, wir finden im Neuen Testament, in Johannes, Kapitel 8, Vers 32, da sagt dort, die Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir das zurückbringen, ich habe das getan, wir gehen in eine Person, die wir vertrauen, wir weiter, der hat eine Beziehung mit Gott, der kann mir helfen, dann können wir gehen und dem das vertellen und sagen, ich will frei von dieser Schuld. Und dann sagt dort in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und dann können wir sicher sein, wir sind frei von der Schuld. Gott vergibt uns dort. Sogar, wenn man das getan hat. Sogar das. Wow. Ja. Und das ist so, das ganze Programm gibt mir seine Gefühle, seine Weih zur Zeit. Aber was kann ich sagen, wenn du eine Mail daran denkst? Was kann ich dir sagen? Was haben sie andere Firmen, was können sie entstehen dort? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Mialis dort weiten. Das ist nicht die einzige Route für uns. Du sind andere Möglichkeiten. Du hast Halb. Ich weiß, du sind viele Städte in der Welt und viele Länder. Es sind Organisationen, sind Städte, wo einer kann Handwagen, einer kann Halb kriegen, einer kann Rot kriegen. Sie wollen die zu check halten, ob dort ein Geldsachen ist, um dort die Kosten Baby zur Welt bringen. Wollen zu check halten, wenn du dort einfach nicht weißt, selbst haben, dort die dort Kosten abgeben für Adoption. Um dort nur ein paar Lied geben, wo du nicht Händchen haben und über so Jahren würden gleich ein Baby zur Hand. Ich weiß sogar hier in Santa Cruz. Und dort will ich haben, sollen die Mialis, besonders die Mennoniten Mialis hier in Bolivien, sollen dort weiten.
sind ein paar Lied in Santa Cruz. Die sehen gern nur Mennoniten-Babys, wo die nicht gewollt sind oder nicht eine Möglichkeit haben aus dem Baby, um abgetrocknet worden. Die sind bereit, um die Hand nehmen, um die an Heimat stellen, wo die wollen geleift sein, wo die wollen von Gott gelehrt sein und wo die von der Bibel wollen lernen und wollen lernen, wie viel Gott entleiben hat. Das sind unsere Möglichkeiten. Wenn sie dort nicht selbst haben, sie können dort weggeben. Wenn du einmal sind die Familien, die Großeltern sogar, ich weiß von einer Geschichte, wo der Mejal einfach und dort zu irgendwem dort sieht. Ihre Mama hat nicht gewusst. Wenn die Mama dort dann schließlich utfängt, will sie sich nicht gut wissen, ihre Gefallen in all dort, was dort mit sich bringt, das bedreckte Leben in all die Weide, was dort leid. Dann fragt die Mama auf, sie sonst hat begonnen, weil sie wisst bloß, du wie was erreicht. Die Mama wird dort so schuld, sie wird gern haben, das Baby selbst aus ihr ihnen genommen. Das sind andere Möglichkeiten. Das ist nicht die einzige Route, wo du hast für die alles. Wow, Dankeschön dafür. Leonie, ich würde dich fragen, hast du mutmachende Wert für die Tau hier, besonders vielleicht für mich alles, oder vielleicht wenn ein Jung Druckmerke hat, oder für wen musst du ein mutmachende Wort haben? Ja, ich glaube, besonders für mich alles, wenn der Junge die Druck merkt, glaube nicht, dass der nachher wird bei dir bleiben, wenn du das Kind abgibst. Das gibt auch immer eine Geschichte, dass der Junge trotzdem weggeht. So, das Kind, das ist von Gott gemacht. Das wie das Kind aus einer Gabe von Gott sein. Auf nu wie das nachher hören oder auf wie das nachher wiedergeben. Aber das wie das Leben respektieren. Und einfach, dass man den Mut hat, für das Leben anzustehen. Und ich wünsche jeder, früh, was in der Situation steht, bet. Gib dort Gott auf. Und Gott sagt, er merkt den Weg. Wo wir kein Weg sein, er merkt den Weg auf. Ja. Vielen Dank für das sehr gut mitmachen. Ich glaube, das ist ein Programm, ich weiß nicht, dass alle Jugendlichen das helfen, aber für die Jugendlichen oder für die Lied, was das kann helfen, sein ein Bett wie hier. In das Studio habe ich von dir, wenn ihr betet, das kann für die helfen sein und wir wollen für die anstehen, wo immer wir kennen. Und wenn du Hilfe brauchst, schreib uns oder schreib Menschen, die du vertraust, oder eine Kirche, die du vertraust, dass du weißt, die helfen. Und Sieg in der Ranhalb, hab keine Angst, wenn Gott ist mit dir. Gott ist Segen. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.